Guten Morgen. Es geht nun um das letzte spielbereite Deck. Geldwäsche mit Japan als Hauptnation und den Engländern als Verbündeter. Keine Ahnung, was sich da für eine Mechanik dahinter versteckt. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir diese Karten, das sind gleich zweimal Vernebelung. Das geht darum, Credits zu verlieren. Da müssen wir ich habe nicht mehr so viele Platzhalterkarten. Nur noch 4, mal sehen, ob das reicht. Da brauche ich auch noch eine. Dann haben wir hier, da brauche ich 2. Okay, dann hier brauche ich noch 3. So. Oh, Elite-Karte. Okay. Und kaiserliche Forschung muss ich auch. Und wo haben wir noch fehlende Karten? Blitzschock. Blitz. Okay, was können wir hier? Wir haben... ich kann die Karte in der Hand reduzieren. Credit verlieren. 3 zusätzliche Credits, wenn du einen Creditslot verlierst. Okay, der hat Angriff um das, was ich weniger habe. Okay, die ist auch spannend. Der macht mehr Schaden, wenn ich weniger Credits habe. Und da verliere ein Credit-Slot-Einheit der Zerstörung. Kaiserliche Forschung kenne ich nicht, muss ich mir dann ansehen. Okay, kann nicht angreifen oder sich bewegen. Wird unterdrückt, wenn du mehr als 4 Kopien hast. Und was soll mir die bringen? Okay. Aber wird unterdrückt, dann kann ich angreifen. Wenn ich 4 Einheiten habe, dann kann nicht angreifen oder sich bewegen, unterdrückt und ich kann sie dann... Oh. Verliere einen Credit Slot. Okay, ein Dach, ja. Regime, okay. Ja, da muss ich das sehen, wie das im Spiel funktioniert. Geldwäsche. Dann gehen wir rein in die Geldwäsche. Da habe ich ja schon in anderen Videos darüber gesprochen, dass diese Mechanik verstärkt wurde, aber dieses Deck setzt jetzt voll auf Kreditverlust. Es hätte auch noch andere Karten, da ein Elite-Bomber, der meine Einheiten verstärkt, wenn ich einen Kreditslot verliere. Also das könnte man sicher auch noch besser optimieren. Die sind jetzt allemal grundsätzlich zu teuer für am Anfang. Und jetzt kann ich ja nichts spielen. Der hat jetzt Blitz, oder? Ab in die Front. Wir spielen da gegen England. Und ja, hat der, okay. Jetzt kann ich Einsatz verlieren, einen Credit Slot. Okay, machen wir jetzt, oder? Und dann wird der günstiger. Da machen wir jetzt immer 2 Schaden, aber ich komme ja hoffentlich in die Front. Also ich bin jetzt mal in die Front. Dann habe ich hier Vernebelung. Dann setze ich jetzt mal ein. Was habe ich hier? 3 wollen wir nicht. Wir spielen diesen da. Dann kann ich jetzt den angreifen. Das macht ihm irgendwie Angst. Okay.
Dann zerstören wir mal den, damit ich den herkomme von diesem da und diesen da. Ich kann den zerstören. Jetzt macht er mir nochmal 2 Schaden. Aber ich bringe ihn weg. Ah, der macht mir auch nochmal 2 Schaden. Jetzt muss ich, muss ich den angreifen. Ich gehe hier in die Front. Mache den günstiger. So. Und setze den noch ein. Jetzt mache ich hier 12 Schaden. Aber der kann jetzt noch genau zu einen setzen. Also jetzt verliere einen Credit Slot, eine Einheit erhalten Zerstörung. Das machen wir jetzt, oder? Jetzt muss der muss weg, weil sonst pusht er den hoch. Und der muss weg. Der muss weg. Und dann kann ich hier angreifen. Ich habe keine Ahnung, Ballonbomben oder erweiterte imperiale Forschung. Also ich entwickle jetzt eine Karte und verliere einen Credit Slot. Da macht er schon 10 Schaden. Und dann habe ich ihn. Erster Sieg des Tages. Okay. Also, ja, mächtig, mächtig. Könnte man noch weiter optimieren mit bestehenden Karten aus den anderen Erweiterungen. Wie gesagt, dieser eine Bomber, der jedes Mal, wenn du einen Credit verlierst, deine Einheiten +2 oder dann deine Einheiten kriegen so viel Angriff, wie du weniger Credits hast wie dein Gegner. Es gibt da schon noch so 2 Flieger bei den Japanern, die diese Mechanik massiv unterstützen würden. Interessantes Spielfeld. Was spielt der? Das ist Japan, oder? Also wir haben hier... Den brauche ich nicht, der ist zu teuer. Den will ich nicht, aber so passt's dann. Also das spielt mal Japan, würde ich sagen. Gehe ich da mal rein. Muss ich den Zug noch beenden. Kann ich den nicht starten. Okay, dann machen wir den mal günstiger da. Und wir machen mal eine Karte in meinem Deck. So, setzen den jetzt ein.
Zerstören der. Zug beenden. Der spielt mit den Wettereffekten. Und setzt mich fest, okay. Jetzt habe ich nur einen Credit. Ich habe keine 5er-Karte. Und was kann die? Da steht ja nichts. Wenn ich mal den mit rein. Kann ich das nicht? Kann ich, okay. Lass meinen Flieger in Ruhe. Okay, habe ich eine Karte? Habe ich nicht. Ich habe nur einen Credit, okay. Dann Zug beenden. Der nimmt mich mein Flieger gleich weg. Okay, das ist aber böse. Also jetzt baue ich mir mal eine Einheit, oder? Die da. Dann setze ich den mal ein. Und als nächstes diesen da. Okay. Angriff. Kann ich den zerstören? Ich denke schon, oder? Gut, das hat mal funktioniert. Hä? Jetzt geht der rein. Habe ich nicht. 7. Kann ich auch das Hauptquartier angreifen mit diesen 7? Also die können sich nicht bewegen da. Aha. Was war das? Ja, jetzt setzt er mir den zu. Habe ich nicht. Kann ich nicht. Duplizieren kann ich auch nicht. Angreifen kann ich auch nicht. Warten. Okay, jetzt muss der weg. Der muss in die Front. Jetzt kann ich da nichts duplizieren. Was kann der? Für 7 Credits. Darum hat er diese 7 Credits aufgespart. Jetzt nehme ich wieder fest. Okay. Wir haben hier eine Einheit. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof. 5.
Ich müsste hier in die Front. Wenn ich den setze, kann ich keinen mehr spielen, dann blockiere ich mich selber. So. Ich muss dringend in die Front. Okay, verliere einen Credit Slot. Also ich gehe jetzt hier mal in die Front. Dann muss der weg. Dann brauche ich hier, der muss reduziert werden. 8, der muss auch weg. Ah, scheiße. Hat er nicht einen Blitzpanzer? Blitzflieger. Nicht Blitz. Also die da sind... Ich muss ja die ganze Verteidigungslinie voll haben von diesen. Damit die funktionieren. Bäh. Also die Mechanik an sich ist ja nicht doof. Aber das Deck muss anders zusammengestellt werden, ganz klar. Vielleicht auch nicht unbedingt in Verbindung mit Großbritannien. Ja, mal sehen. Vielleicht mache ich mal ein Deck. Entspricht auch nicht unbedingt gerade meiner Spielweise, aber vielleicht mache ich mal so ein Deck dazu. Wer weiß. Ich bedanke mich vielmals beim Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Video. Tschüss.